E gute Kaffee huet an nie eng geschëtt. Me wann den noch Loner genau wësse will vun hier kënnt, aéi geréchert gëtt, as se beim Babokaffee op der Place de Rempart zu Esch genau an der riche Adress. Ich bin der Saro Pika vom Babocafé. Schon 27 Jahre an der globale Jahr, wo ich Kaffeesrechterei habe. Ich habe schon, wo ich jung war, gemerkt, dass ich nicht gemäht bin, für nicht schaffen zu gehen. Und da, wo ich eben mein Studium in Südfrankreich gemäht habe, da bin ich am Master Kontakt mit dem Kaffee gekommen, weil ich schon eine Alternance gemäht habe. Ich habe eben eine Kaffeesentreprise schon geschafft. Aber just, das war ein Industrieller und das hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand, dass Kaffee ein ganz schönes Produkt ist, mit das geht falsch gemäht. Aber ja, dann habe ich eben Zeit und mehr gegeben, für eben das Mädchen zu lernen und das dann anständig zu machen. Ja, und da habe ich mir gesagt, zu Lützeburg, da hat man 2012 hat man 95% industrielle Kaffee. Dann habe ich gesagt, wenn ich dann da ein flottes Konzept machen, wo die Leute mit Informationen und Accessibilität zu den Informationen gehen und eben auch mit qualitativen Kaffee gehen kommen, das auch ein flottes Projekt sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde zurück auf Lützeburg gehen und das hat dann eben so gemäht. Wo kennt der Kaffee hier? Ich habe verschiedene Kaffee. Ich habe Kaffee, die kommen von verschiedenen Kontinenten. Ich habe alles, was Südamerika ist. Ich habe afrikanischen Kaffee, ich habe das Papua-Neuguinea Kaffee. Ich habe Kaffee aus alles, was Lateinamerika, so viel von ihm zu zitieren. Und ich habe alles, was brasilianische Kaffee, aus kolumbianischen. Ich habe aus dem Salvador, mexikanischen, Costa Rica, Guatemala. Voilà, alles, was die Länder tun. Ich habe noch viel mehr. Voilà, ich kann eine Stunde abzählen. Voilà, aber was für so am Kaffee, dass die Leute können reisen. Sie können dann zum Beispiel brasilianische Kaffee schmecken oder so. Ich will dann nicht vielleicht einen kubanischen Kaffee schmecken. Das sind so Destinationen, wo die Leute einfach drehen und sich eben beim Kaffee können importieren lassen. Was ist dann Kunst vom Rechnen? Was die Kunst vom Rechnen ist, denn der Kaffee muss verstehen. Immer wenn der Kaffee versteht, dann muss ich noch mit der Maschine interpretieren und noch verstehen. Voilà, das ist, wenn ich meinen Kaffee selektioniere, ich kaufe einen geringen an, brauche ich verschiedene Daten, wie zum Beispiel die Intensität von den Kernen, das dann deckt, weil deckt wird eine Masse an der rechten Maschine ausmachen. Aber ja, dann auch den Feuchtigkeitsgehalt muss ich auch kennen vom Kaffee. Und dann muss ich auch wissen, was reicht ich, für welche Extraktion reicht ich. Voilà, und dann muss der Profil etabliert gehen, muss ich die Maschine kennen, dann wenn ich auch wie viel Kilo ich werde machen. Ich kann dem heute also 12 Kilo, ich schreibe auch mit 8 Kilo rechnen, mit 10 Kilo, mit 12. Dann muss ich immer ajustieren gehen, weil der Kaffee wird hötzen. Das ist nicht immer dieselbe. Ich muss halt auf 50, 60 oder 70% gehen. Und eben die Kunst, dass ich dann rauszuschmecken, was die gemäht wird, und auch zu verstehen, okay, in welchem Moment kann ich das ganz optimisieren? Wie kann ich machen, vielleicht das nicht so stark schmeckt oder vielleicht ein bisschen mehr die Aromen rauskommen zu lassen. Ich ging so, dass eine Interpretation, die Analyse vom Kaffee und dann auch Schmachen, Riechen und von vielen verschiedenen Schmachen. Und dann sich auch austauschen mit anderen Leuten, die diesen Beruf ausüben. Das kann hier verschiedene Kaffee schmecken, für das zu kaufen. Das ist etwas, was mir ganz wichtig war, für das Leute nicht die Käse am Sack kaufen, dass sie können, wenn sie rauskommen, sie hätten gerne Espresso-Kaffee oder Filterkaffee. Für mich ist das Lied, dass ich ging nicht etwas zu schmecken, weil da schwätzt man diesen Spruch, weil jeder von empfiehlt, stark, nicht stark, Butter, Soja, auch nicht das. Die Leute können heute mal etwas schmecken, verschiedene Kaffee schmecken und dann für die Leute, die Interesse haben, mache ich auch Seminare, wo ich dann eben wirklich
an de Kaffeesmilieu racken, siwer de Seminär olfaktiv, dat sind Leiit wie gut kann ich richen, wie gut min Geruchssinn entwickelt, wie präzis sinnnech. Ja, duweis ich noch die spezielle Degustationsmethode, dat gin an Degustation Brasilien genannt oder Cupping, wie ich da min Kaffee selektionéieren. An Donno mache ich auch Seminär iwwer Degustation de Kaffee, wo man da verschiedene Kaffee a verschiedenen Extraktionsarterweise fertig machen, an du ginst ze verstoen, dat Di net egal wéi Kaffee kann hole fir egal wé eng Extraktion, an dat all Profil woch Reichteren eben e Profil ass, woch muss wat mach Filterkaffee, mach Espressoskaffee, manege Kaffee eng Basis vun engem Blend. Voilà, dat sind lauter verschiedene Profilen, an der net egal wéi, egal wat kann machen. An du ginn se och gewuer, wenn eng richtig Kaffeesextraktion mcht, siewet op engem Vollautomat oder op engem Filterkaffee, wie dat dann opschët, weil Ratioen, Temperatur vom Wasser, de Moulgrad, sind alles Parametern, wo en dann muss oder sollt beherrsche fir anscheinende Kaffee zu hunn. Du so eine Formation als Barista gemacht, was hast du dann da genau gelernt? Bëssen Darstellungen vun de Millen, wéi Graf oder wie eng Mëllenech Maschinen ze verstoen, eng Mëllech richtig opschaumen, net einfach eng Mëllech verbrennen, weil ja wegkrinnech ein gut onctueis Creme op der Mëllech, Material ënnerhalen, wat extrem wichtig ass Kaffeesmaschine botzen, Millebotze banden dran, voilà, weil dat wat och der Qualitätit vum Kaffee eben dat ganz optimiséieren a valoriseieren. Donno hunnech mech dunne speziaiséet doch op Latteart, dats der mat der Mëllech Kaffee kënne molen, weil dat mech eben faszinéiert huet, an interesséiert huet. Ja, dat dunnech nach enke do engwoch Formatioun dra gemet. Die best Formatioun, die mech den Ohai, wann en am Alldach schafft. Formatioun as sech juste bëssen Basis fir an de Millio ranzukommen. Was ist da für dich ein guter Kaffee? Für mich ein guter Kaffee, also Kaffee von Ei. Ein guter Kaffee für mich, das ist ein Kaffee, der mal artisanal gereichert ist. Das ist ein Kaffee, den man Arome kann rausmachen. Und was auch ganz wichtig ist, immer ein Kaffee gereichert ist, also nicht degasiert und alles. Und das ist zum Beispiel gut gereichert, das ist die Extraktion vom Kaffee. Das heißt, du könntest das ganze Barista-Milieu anspielen. Das sind ja die Spezialisten von der Kaffeesextraktion. Sie müssen wissen, okay, das ist ein Espresso-Kaffee, das ist zum Beispiel ein Filterkaffee, das ist für ein French Press, für ein Aeropress. Die müssen dann eben die ganze Extraktion können respektieren. Für mich, ich trinke am liebsten guten Espresso oder auch teilweise Ristretto trinke ich auch gerne. Einen guten Espresso mischt aus, von Präparation bis zur Extraktion alles richtig gemäht ginas. Das ist für mich ein guter Espresso, wo dann noch ein schöne Creme drauf und ein dunkle Farbe. Am nächsten noch ein tigerischen Muster an der Creme. Und dann eben, ich trinke am nächsten 2,5 Zentiliter am Espresso.